Nachdem sie Jesus ans Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten um seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Über seinem Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde. Dies ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das steht so in Matthäus 27. Und wir lesen auch, dass die Schriftgelehrten gesagt haben, auf dieser Tafel sollte das nicht stehen, Jesus von Nazareth, König der Juden. Es müsste nur stehen, er hat das gesagt. Doch der Hauptmann hat nur gesagt, jetzt habe ich das geschrieben, was ich geschrieben habe. Ich möchte mit dir eintauchen in diese ganze Symbolik. Jesus hängt an diesem Kreuz und er wurde nackt ausgezogen. Sein Gewand hat man ihm weggenommen und in ganzer Blöße, beschämt, hängt er am Kreuz. Und aus dieser Scham hatten sie noch die Dreistheit, dass jemand noch Gewinn macht. Und sie würfelten darum, wer es gewinnen würde. Und das ist so diese Situationen im Leben, wo du merkst, andere Menschen haben dich ausgenutzt. Aus dir oder aus deiner Scham wurde Profit gemacht. Du wurdest missbraucht, benutzt, beschämt. Und Jesus hat das so krass erlebt. Doch am Schluss war trotzdem die Wahrheit und göttliche, richtige Identität über seinem Leben. Er ist der König. Jesus ist der König. Und ich möchte da diesen Weg gehen mit dir jetzt. Jesus Christus ist genau da, wo wir beschämt worden sind. Hat er das ertragen, mitgelitten, damit am Ende über deinem Leben die göttliche, königliche Identität siegt. Ich habe das selber so oft in meinem Leben erlebt. Ich kann mich erinnern, so als Teenager schon war ich an einer Hochzeit oder als älteres Kind schon und wir haben da rumgespielt und so und auf dem Klo sind wir rumgeklettert und bei dieser Hochzeit und dann irgendwann bin ich so auf eine Ablage gestanden in der Toilette und dann ist die Ablage hat gerissen und ist runtergekracht und in Scherben zersplittert. Und es war ein riesen Tumult da, die Leute sind gekommen, haben geschaut, wer stört dieses Hochzeit, was ist da los? Und ich habe gemerkt, ich habe mich so unglaublich geschämt. Ich habe diese Hochzeit, der schönste Tag von diesem Paar, habe ich kaputt gemacht, nur mit meiner Wildheit, mit meiner Unüberlegtheit habe ich da ich war zu wenig artig. Und ich bin weggerannt, ich weiß noch, habe mich versteckt irgendwo in einer Ecke und habe mich einfach nur geschämt und war traurig darüber, dass ich überhaupt existiere und bin, wie ich bin. Und das war als Kind, aber dieses Gefühl von Scham hat sich in meinem Leben immer wieder gezeigt. Wenn Fehler passiert sind, wenn ich eine Blöße gezeigt habe und ausgelacht wurde, abgelehnt wurde wegen dem, dieses Gefühl von, ich bin zu wenig. Ich schäme mich für was ich bin, was ich habe, was ich getan habe. Aber ich durfte lernen,
diese göttliche Identität, königliche Identität über meinem Leben wieder zu ergreifen. Denn am Ende ist das, was stimmt und steht über meinem Leben, immer noch das, was Gott über mir sagt, dass ich ein Kind des Königs bin. Und das symbolisiert dieser Moment. Jesus, Gott selber sagt, dies ist der König der Juden. Und an der Identität, die wir haben, kann niemand etwas rütteln. Sie können uns verspotten, man kann uns beschämen, es passieren vielleicht schlimme Dinge, aber unsere Identität ist in all diesem Sturm drin klar. Wie Gott über mich denkt, ist die Wahrheit. Und das möchten wir heute miteinander nehmen. Und ich möchte dir einen Moment jetzt gönnen, wo du vielleicht absitzt oder einfach in Ruhe zu diesem Kreuz hinschaust. Und wir blenden einfach dieses Kreuzbild ein, während das Klavier spielt, und frag mal Gott, was ist die göttliche Identität, die unverrückbar über deinem Leben steht? Was ist die Wahrheit, wie Gott dich sieht und das nie jemand von dir löschen kann? Du hast, Jesus, all unsere Scham getragen. Und heute geben wir dir diese Scham, diese verletzte Scham, unsere verletzte Identitäten, unsere Ungerechtigkeiten, die wir erlebt haben. Hier nimm sie, Jesus, denn du hast sie ertragen am Kreuz. Nimm du sie. Und wir sind da und was immer Jesus heute über dir gesagt hat, wir nehmen das an über unseren Leben. Du bist ein Freund Gottes. Du bist wertvoll. Du bist fähig. Du bist übernatürlich begabt. Du bist liebenswert. Du bist schön. Du bist kraftvoll. Du bist verantwortungsvoll. Du bist stark. So viele Dinge, die Gott dir heute zugesprochen hat. Nimm das mit. Und wir lassen das Alte hinter uns und nehmen das und dürfen heute an diesem Tag wegen Jesus befreiter und voller göttlicher Identität in unser Leben weiterziehen. Schreibt das jetzt noch auf. Eigentlich wollte ich mit euch noch das Abendmahl nehmen, den Wein. Das machen wir später noch. Aber für jetzt ist, glaube ich, mal gut. Ich möchte noch zum Schluss noch einen Bibelvers lesen. Matthäus 27, Vers 43. Und die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel.
Bis bald.